wenn ich so eine Liebende werden für die Welt, bedeutet es, dass ich dem Lamm ähnlich werden, dem Jesus in Lammesgestalt. Also dem Christus, der hat gesagt, ich habe alles gezahlt, weil es eben die perfekte, komplette Liebe ist. Wir kommen ja gerade von Ostern her, wie auch immer ihr die Tage verbracht habt, wie ihr sie gefeiert habt oder nach das gedacht habt, was dann eben passiert ist, Karfreitag und auch natürlich mit der Auferstehung. Jemand, der in dieser Zeit gerade so ein bisschen Spannendes erlebt hat, einerseits waren sie in einem Projekt dran mit Eden Music und andererseits hat Maria Fichter, mein heutiger Gast im Live-Talk, herzlich willkommen von Maria. Merci. Mein heutiger Gast auch gerade ein Album herausgegeben, «Die wahre Liebe», das mich sehr hat, gerade auf den ersten Blick angesprochen hat, denkt, oh, das passt zu unserem ganzen Thema Hirtentalk. Wir wollen immer wieder auch ein bisschen über das reden, aber natürlich nicht nur über den Hirt, sondern auch das Lamm, das ganz ein wichtiges Bild ist, eine wichtige Rolle spielt, immer wieder von der Bibel her geschaut. Und da hat sich das einfach gerade so ergeben, da haben wir gedacht, das sind die Herzen gerade wie sozusagen connected bei diesem Thema. Was hat dich dazu gebracht, zuerst mal gerade Maria zu diesem Thema, die wahre Liebe oder eben das Lamm, auch ein Album rauszubringen? Also ich glaube, es ist etwa gerade ein Jahr her, ich glaube etwa letztes Ostern, es war so ein Impuls, den ich im Herzen hatte. Ich hatte einfach den Eindruck, vermutlich gebe ich nächstes Ostern ein Soloalbum raus wieder. Ich habe vor 4 Jahren mein letztes rausgegeben, oder vor 3 Jahren. Oder mein erstes Album dann. Und ich habe ja nicht damit gerechnet, noch weiter zu machen. Das plane ich ja wie nicht. Das ist ja nicht in meinem Hinterkopf. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte dran sein. Und nachher habe ich dem Herrn gesagt, gut, wenn das auf dem Radar ist, ich habe noch keine Lieder, ich habe noch keine Musiker, ich habe noch kein Geld. Das sind ja immer diese Sachen, oder? Aber ich bin parat. Du darfst mich mitnehmen. Und ich hatte eigentlich ziemlich schnell den Eindruck gehabt, dass es Songs sind, die ganz fest auf die Bibel werden, also gestützt sind, wirklich aus Bibeltexten raus, in meiner eigenen Sprache natürlich ein bisschen umschrieben, aber dass es ganz fest auf dem Wort Gottes wird sein. Und er ist dann gleich mal das Thema Liebe hat sich herauskristallisiert, weil ich habe gemerkt, dass die Sachen, die ich selber auch in stiller Zeit erlebt habe, oder die ich auch gehört habe, es ist spannend, ja, wir leben ja in einer Zeit, wir reden viel von dieser Liebe. Viele nehmen die ins Move, die sagen, es ist ein Gefühl und die sagen, es ist diese Definition oder es ist das oder es ist das. Und ich habe gemerkt, oh Gott fängt mit mir noch mehr an reden über diese Liebe. Und dann habe ich einfach gemerkt, einfach, dass er mir Texte aus dem Wort und zeigen, ja, wie er Liebe definiert, weil er sagt ja von sich, er ist Liebe und ich glaube auch daran, dass Gott Liebe ist. Er ist der Erfinder und schlussendlich die Definition von dieser eben wahren Liebe. Und dann denke ich, macht es mega Sinn, wenn wir wissen, was Liebe ist, müssen wir ihn fragen, müssen wir das Wort fragen. Genau. Und so ist das dann eigentlich ein bisschen entstanden, jetzt über das Jahr. Ja. Genau. Und jetzt bist du total eingetaucht in die ganzen Bibelstellen wahrscheinlich rund um Liebe und hast dort hier dir das schenken, ein Stück weit. Also ich habe jetzt das mal wirken auf mich, die 6 Songs, die entstanden sind. Und was würdest du jetzt für mal noch, bevor wir ein bisschen in einzelne Songs reingehen, weißt, können wir sehr gerne noch zusammen machen. Was ist denn Liebe jetzt wirklich? Wo bist du im Moment? Wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist ja eben, ich beschreibe so in den Liedern, glaube ich, ein bisschen als etwas, wo es ist so herrlich, riesig, gewaltig, undefinierbar. Es ist ja schlussendlich, sehen wir nur ein Bruchstück von dieser wunderbaren Herrlichkeit, von dieser Liebe. Ich glaube, wir dürfen vieles erkennen, aber es bleibt uns ja gleich nicht alles. Wird uns schon hier offenbar werden. Ich glaube, also, wenn man mich fragt, was ist Liebe, sage ich schaue Jesus an. Ich schaue ihn an, was er hat gelebt, wie er hat gelebt. Es ist für mich ganz klar einfach das Vorbild. Er ist in Liebe zum Vater ist er auf die Welt gekommen. Er ist in Liebe zum Vater ist er gehorsam gewesen. In Liebe zu uns Menschen hat er sein Leben hingegeben. Ist der Tod gestorben, für dass wir frei sein können. Und gleichzeitig ist Jesus der Vater, der seinen Sohn gibt, freiwillig, für dass wir leben können. Also, ja, Liebe ist, Jesus ist Liebe. Er in Person. Wenn ich die wahre Liebe schauen will, muss ich schauen, wie er hat gelebt. Irgendwie. Absolut. Und
es ist ja dann eben das Bild vom Lamm, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Er ist das Lamm, das geschlachtet wurde, wo wir eben an Ostern ja auch ganz spezifisch das begehen, oder? Mit dem Blut, das er gezahlt hat und so weiter. Für einige ist das vielleicht manchmal gleich noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein abstraktes Bild oder ein bisschen schwierig zu fassen. Wie hast du eine Nähe zu diesem Bild für dich? Oder ich glaube, wer die Liebe von Jesus erlebt, der wird irgendwo frei von diesem gesetzlichen Bild vielleicht auch. Ich muss dem Christus folgen in Tod. Ich muss mich kasteien, für das ich muss mich selber sterben, für das ich Christus endlich werden kann. Ich hatte das vielleicht früher auch noch viel mehr gehabt, so das Leistungsdenken. Ja, ich muss doch Gott genügen, ich muss doch ihm gefallen. Wenn er ja sein geliebtes Kind für mich gibt, hey, ich muss ihm alles schenken. Also es ist wie so, aber ich habe nicht verstanden, wie fest er mich liebt. Und ich glaube, die Offenbarung ist immer die extrem krasse, gewaltige, herrliche Freundschaft zu dem Abba-Vater. Jesus ist ja gekommen, hat den Weg frei gemacht zum Vater. Ja. Und der Vater ist mir auf eine so eine wunderbare Art und Weise begegnet, dass ich das Geschenk von dieser Liebe nicht mehr ausschlagen konnte und gleichzeitig habe gesagt, lerne mich auch so eine Liebende werden für diese Welt. Weil ich will das auch. Und wenn ich ja so eine Liebende werden für die Welt, bedeutet es, dass ich dem Lamm ähnlich werde, dem Jesus in Lammesgestalt. Also dem Christus, der gesagt hat, ich habe alles gezahlt, weil es eben die perfekte, komplette Liebe ist. Und irgendwie ist es einfach eine Aufforderung, die ich merke, es ist eine freiwillige Frage. Das Titelbild ist ja ein Lamm, das auf dem Weg steht. Es ist Jesus in Lammesgestalt, der eigentlich dort steht. Ich habe mit dieser Künstlerin, die es hat gewählt, ich habe gesagt, das Lamm muss einladen. Willst du mir folgen? Es sagt nie, du musst mir folgen, sondern willst du mir folgen? Ja, es wartet dort. Es wartet dort und sagt, hey, hast du gewusst, dieser Weg mir ist der kostbarste. Und ich glaube, nur Leute, die irgendwie die tiefe Liebe haben, erkennen, ich wünsche mir das so sehr, dass wir alle solche dürfen sein, dass wir so gerne freiwillig für diesem Lamm nachher folgen. Weil wir können nicht aus eigener Leistung heraus endlich werden wie Christus, und auch nicht lieben wie er. Also ich nicht. Ja, wirklich. Das schafft kein Mensch, wenn wir das anschauen. Ja. Für das braucht es eine Transformierung von diesem wunderbaren Geist Gottes in uns, ja, der uns eben mehr das hineinnimmt. Ja. Der Lebensstil vom Lamm, oder, wo der wichtige ist, die Lammesgestalt. Und wenn wir vielleicht dort noch ein bisschen darauf eingehen, was das für dich heisst. Wir hatten schon vor dem Talk gehabt, wo bist du bei der Anina und über das Bild vom Vater ganz viel geredet hat. Auch, ja, von der Amerika-Zeit, wo ihr als Family hattet, Zerbruch, wo du darüber erzählt hast. Da kann ich gerne einfach den Hinweis noch mal machen. Wenn ihr diese Story noch mal ausführlich einfach auf euch wirken lassen, dann geht unbedingt noch mal diesen Talk nachhören, weil es lohnt sich sehr. Da kann man sehen, was die auch schon hier drinnen geprägt hat, oder? Mit dieser Vaterliebe eben. Yes, genau. Die mich eben verändert hat, oder? Ja. Und was ist jetzt der Lebensstil? Was zeichnet der für dich aus, dem Lamm nachher? Ich glaube, es ist wie... Ich habe einfach sehr lange nicht verstanden, sogar wo der Abba-Vater mich hat gefunden, und ich ihn gefunden habe, ich noch sehr fest für mich gelebt. Also ich habe sehr fest an diesen alten Sachen festgehabt. Also ich will und ich brauche und ich habe Recht und ich muss doch überkommen, für das ich gefüllt bin. Und meine Mann muss mir doch geben, Menschen müssen mir doch das und das erfüllen, für das ich... ich habe gemerkt, dass ganz vieles noch ganz fest von meiner alten Natur beherrscht wird. Also schon um mein ganzes Willen. Oder auch mein Gehorsam ist sehr ambivalent gewesen, würde ich sagen. Ja, ich möchte gehorsam sein, aber vielleicht einfach so weit, wie es für mich auch stimmt. Jesus, es gibt ja auch Grenzen und es gibt so Zeugs, das möchte ich dir nicht geben. Und Jesus hat in den letzten 13, 14 Jahren, seit wir von Amerika zurück sind, hat er mich so liebevoll an die Hand genommen und mir angefangen zu lehren, Maria, du wirst im Fall die grösste Fülle bekommen, wenn du gar nicht mehr für dich selber leben musst. Wenn du das Alte, das nicht mehr zu dir gehört, wenn du das wirklich loslässt. Und das ist ein Prozess, ich rede hier von einem Prozess, wo ich immer noch drinnen bin, immer noch am Lehren bin, was das bedeutet. Und vor ein paar Jahren hat Gott mich einmal gefragt, ob ich bereit bin, ihm einfach, also
dass er wirklich das einzig Wichtige darf werden in meinem Leben, ob ich bereit bin, das zuzulassen. Und ich weiss noch, wir stellen so einen Film ab, ich habe gedacht, Scheisse, aber das ist mir noch wichtig und das noch und das noch und das und das noch. Und ich habe Jesus dort aber gesagt, ich habe so angefangen zu schmecken, dass es so herrlich ist, wenn man frei wird von sich selber. Ja, ich möchte, aber ich weiss nicht wie. Lehr mich. Und ich glaube, mein Lebensstil heute ist einfach, jeden Tag Jesus zu sagen, lehr mich, dass es nicht mehr um mich muss gehen und ich gleich erfüllt werde. Also, dass es eben dass wenn ich möchte anfangen lieben wie das Lamm, dass ich auch bereit bin, die extra Meilen, zum Beispiel es geht mir auch zu überwinden, das Fleisch vielleicht auch bewusst unter die Herrschaft vom Heiligen Geist stellt, zu sagen, es geht im Fall nicht darum, was du jetzt gerade willst, sondern der braucht mich jetzt, die braucht mich jetzt. Und ja, stimmt, ich habe Ferien nötig, aber ich brauche keine, ich bin schon gefüllt. Oder ja, ich habe jetzt gerade meine Zeit verschenkt jemandem und jetzt kommt wieder jemand, nein, eigentlich will ich nicht mehr, aber doch, ich habe schon alles. Und ja, der Johnny, mein Mann, muss mich nicht mehr erfüllen. Ich bin schon erfüllt. Also, und das ist nicht, dass es immer schon Realität ist, aber ich merke einfach umso mehr, dass Christus mich füllt mit seiner Wahrheit, mit dem Neuen. Umso mehr darf ich bereit werden, zu sagen, hey, du darfst alles haben von mir und ich folge dir. Ich folge dir, weil was ja Christus hat auszeichnet, ist ja nicht, dass er nur leiden musste, für die Herrlichkeit zu bekommen. Das war einfach sein Weg, aber er ist im vollkommenen Gehorsam und Willen gelaufen von seinem Vater im Himmel. Und nur wegen der Liebe. Er hat den Vater kennt. Er hat gewusst, das ist mein Daddy. Ich kann ihm 100% vertrauen. Er hat ja Angst vor diesem Kelch. Er hat ja gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, aber nicht mein Willen dienen. Und irgendwie merke ich, umso mehr, dass ich den Abba kennenlerne, umso mehr bin ich bereit zu sagen, weisst du, also wenn du sagst, ich kann das, take mich, nimm mein Leben, ich folge dir. Und es ist so herrlich. Ich werde frei von diesen egoistischen, selbstsüchtigen Ansprüchen, vielleicht, die mein altes Ich auch immer wieder gerne drückt. Kannst du das nachvollziehen? Ja, also ich denke, ja, auf jeden Fall. Also, es hat mich auch total berührt und wir zusammen, das ist schon irgendwo spannend. Tausende andere, weißt? Also ich merke, es ist glaube ich, auch eine Botschaft, die dir Gott hat gegeben jetzt in diese Zeit hinein. Du sagst schon, für Frauen vielleicht spezifisch auch noch, aber also für mich, es ist für Mann und Frau, es spielt ja keine Rolle. Absolut, das Lammesgestalt-Thema, wie du da schreibst oder singst nachher, viel besser gesagt, in deinen Songs. Ich schaue aufs Lamm, hat mich zum Beispiel mega berührt, einer von diesen Songs. Das ist der Herzenssong, ja. Lammesgestalt, Demut, Verzicht, Sanftmut, also all die... Ja, das sind Sachen, oder? Ich habe nicht Demut aus mir raus. Ich bin nicht ein demütiger Mensch. Ich bin gefährdet, für stolz zu sein. Aber wenn Christus den Preis hat, auch den vollumfänglichen Preis, und ich in dieser Freundschaft mit ihm bin, dann darf ich annehmen, dass ich demütig bin. Und dann darf ich auch annehmen, dass er mir das lehrt. Und dann lehrt er mich natürlich auch durch Begebenheiten. Aber ich habe mich in den letzten Jahren so verändert. Und ich kann wirklich mit ganz grosser Demut sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Ich habe nichts dazu, aber immer, wenn ich selber wollte, habe ich es nie geschafft. Aber das Lamm, also Jesus, der Geist Gottes hat es da, weil ich mir ihm zur Verfügung gegeben und er tut es immer noch. Und ich will es noch mehr Liebende werden für die Welt, die einfach sagt, hey, es ist, der Paulus sagt ja schon, ich kann viel haben, ich kann wenig, ich kann alles, was mich stark macht. Und irgendwie, es bedeutet ja auch nicht immer, ich muss irgendwie mega leiden oder durch Leiden. Wir verstehen das auch so falsch. Jesus hat den ganzen Preis gezahlt, für dass wir eben alles durchstehen können und uns gleich kein Haar versenkt. Unser Herz bewahrt bleibt. Also das erlebe ich. Oder Schicksalsschläge durch zu merken, wenn ich mit dem Abba eins bin und ich ihn kenne, seine Augen suche, dann kann ich auch durch dunkle Täler gehen und merken, oh, mein Herz ist im Frieden. Amen, danke Jesus. Das ist etwas Herrliches. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Wenn du jetzt heute würdest zurückblenden, wie du vorher auch Worship gemacht hast, angebetet hast, das ist ja auch in dem Moment
ebenso eigentlich deine ehrliche Absicht, dein ehrlicher Wunsch gesehen, weißt, in dieser Anbetung zu sein. Und gleich merkt man jetzt da, wie vor einer anderen Haltung, eigentlich vor einer anderen Grundhaltung redest, wo du heute stehst, oder? Ich würde sagen, früher war Worship für mich, ich habe etwas gemacht für Gott und für die Menschen zu beglücken und für mich selber gut zu tun, weil ich viel Anerkennung bekam. Es war für mich ein To-Do und heute ist für mich Anbetung ein Lebensstil geworden. Ich muss nicht singen, für das ich Worship mache. Es ist etwas, das meine Identität ist. Ich bin eine Anbeterin. Ich bin geschaffen, für das auch meine Gedanken, meine Worte und meine Taten hoffentlich immer wie mehr Anbetung sind zur Ehre vom Herrn. Das komplett verändert. Und darum glaube ich, bin ich auch so entspannt worden auf der Bühne, oder ob auf der Bühne oder nicht auf der Bühne. Ich möchte einfach überall die gleiche sein, weil es gar keine Rolle spielt. Ja. Es spielt in den Augen vom Herrn keine Rolle. Einzig und allein zählt für ihn, ob unser Herz beschnitten ist. Von ihm. Ob es beschnitten ist, das sieht eben auch nur er. Das ist das Öl, oder? Das ist etwas Herrliches. Und das kann uns keinen Dienst geben. Ja. Genau. Ja, so cool, ja. Einmal gerade, bei uns im Team einen Input über einen Vers aus dem Jakobusbrief, was heisst, aus der gleichen Quelle, dort ist es so ein bisschen um das Wort gegangen, weißt, und um unser Herz und die Macht der Zunge und so weiter. Die gleiche Quelle kann nicht süßes Wasser haben und auch das Bittere und so, weißt. Und wenn du so sagst, das kommt so aus einem harmonischen Einklang von was du jetzt so ein bisschen sagst, immer mehr, dass du dort herkommst. Schon mega schön. Also fast zu schön, um wahr zu sein. Wird dir das nicht wieder gestört, weißt? Also das ist ein tägliches Positionieren auch. Der Find will das natürlich schon rauben. Und auch nur schon die weltlichen Umstände, oder? Immer wieder zu sagen, ich schaue einfach auf Jesus, ich habe keinen Tisch. Aber ich suche deine Augen, ich suche dein Angesicht. Weil ich weiss, am Ende des Tages zählt, ob ich seine Augen kenne und ob ich sein Herz kenne. Das ist wie die Sicherheit, die ich habe, wenn alles rundherum vergeht. Und das ist natürlich schon fragil. Es ist ja nicht so, dass man nicht einfach kein Problem hat, aber sie verblassen immer wieder, wenn ich seine Augen wieder suche. Oder wenn ich wieder mich daran erinnere, für wer ich lebe, zum Beispiel auch. Dann hilft er mir ja auch zu sagen, hey, wir gehen für ein höheres Ziel, es geht um einen Lauf zu vollenden, um eine Ewigkeit mit mir. Und dann kann ich mal ganz vieles lernen, aushalten hier auch. Vielleicht auch, wenn Menschen mich nicht cool finden oder Menschen mich verleumden oder über mich lästern, was ja eigentlich mega weh tut oder mega weh tut. Sagen, Herr, darf ich mein Herz echt bei dir positionieren? Und gleichzeitig offen zu bleiben, für Menschen zu lieben, sich verletzlich zu machen, Kritik anzunehmen und zu sagen, ich will wachsen. Also, es ist eine enorme Spannung und da bin ich auch ein auf einem Weg und immer wieder dran. Aber immer mit ihm zusammen. Ja. Ich kann nichts ohne ihn. Ja, also ich finde es herrlich, wie du immer wieder auf das so hinweisst. Weißt, ich will auch nicht jetzt überkritisch daherkommen, in diesem Gespräch. Aber es zeigt auch, wir haben es nicht einmal im Sack, oder? Und dann ist es gut. Ich habe sogar das Gefühl, wir sind wahrscheinlich, bis wir sterben, in diesem Erneuerungs- und Wachstumsprozess, in dieser Heiligung. Sonst wäre es ja mega komisch, wenn wir ein Ziel erreichen würden. Dann sind wir wieder wie im weltlichen System. Oh, der hat es schon erreicht, die noch nicht. Nein, lass doch uns alle einfach anstreben, zu wachsen in Christus. Das ist etwas Herrliches. Und nicht jetzt habe ich es, sondern ich habe noch ganz viel leider noch nicht, was ich mir noch wünsche. Aber weil ich habe geschmeckt, wie er ist, merke ich, dass ich noch viele Sachen parat, die ich auch noch entdecken darf. Ja. Und auch die Positionierung, die rauskommt, wenn man die 6 Songs von dir jetzt da auch auf sich wirken, von diesem Staunen über einen Ort auch, was für ein Wunderwerk. Ja, der neue Bund. Ja. Der neue Bund. Genau, herrlich. Das ist einfach feirisch. Genau. So. Ja. Absolut, ja. Genau. Ja, und auch eben die 1. Korinther 13 Liebe, die ein Lied ist, wo so... Das bläst mir weg, wenn ich das lese. Dann denke ich, was ist denn das für eine Liebe? Meine hört manchmal dort schon wieder auf. Aber er sagt, die wahre Christus, ich bin die in den Tod geht für den Nächsten, die ihr letzte Hemmli gibt. Und ich denke, wir sind noch weit weg davon, Jesus. Aber du bist unser Vorbild. Ja. Genau. Ja, also, wenn wir jetzt noch, ich habe jetzt nicht so eine Systematik drin gehabt, bei den Liedern, ich habe da ein paar so ein bisschen reingenommen, ich schaue aufs Lamm, haben wir schon ein bisschen drüber gehabt. Die wahre Liebe. Ja, und durchs Leiden ist Sterben zum Leben, zum Sieg, ist schon so ein Songziel, wo mir wahnsinnig eingefahren ist. Und im Lamm finden wir Christus. Dann ist so, genau. Aber ich lasse noch gerne dich einfach ein bisschen
erzählen, was noch hinter den Songs vielleicht eine besondere Message ist, wo du noch denkst, oh ja genau, das ist mir eigentlich auch noch wichtig, dass wir können, oder einen Song auch zu highlighten, wo du sagst, oh, das, was dort drinnen steckt, das würde ich gerne noch ein bisschen erwähnen. Ich würde vielleicht die 2 Songs «Mein Bräutigam» und «Verzerrendes Feuer» nehmen, weil die könnten nicht unterschiedlicher sein. Und beides ist irgendwo die Liebe vom Abba-Vater, von Gott im Himmel. Einerseits eben nennt er uns seine Brut, er nennt sich Bräutigam. Am Ende der Zeit wird der Bräutigam kommen, wird die Brut heimsuchen. Das ist unbeschreiblich, die Leidenschaft, die er hat für uns, wie er uns liebt, wie er nach jedem eben die 99 Schäfe verlässt, um das eine zu finden, das verloren ist. Das habe ich mit diesem Lied, aus dem Hohelied, einfach versucht so zu schreiben. Und das andere Lied, das Verzerrende Feuer, das ist etwas, was selber mehrmals hat. Im Gebetshaus habe ich einen spontanen Teil gesungen und dann ist auf einmal das gekommen. Brenn weg, was nicht von dir ist und zünd an, wo noch kein Feuer ist in mir. Und ich habe gemerkt, dass der Herr einfach auch läutert. Er brennt. Er tut seine Kinder auch läutern, weil er hier wegbrennen, was uns schlussendlich auch noch von ihm trennt. Das können Sünden sein, die wir echt bewusst noch leben, weil wir einfach denken, ja, ist ja alles Gnade, das ist schon gut. Oder dass wir wie vielleicht auch gar nicht so bewusst sind, manchmal in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir echt so geteilte Herzen haben. Wir hängen an so viele Götter. Und er sagt, ja, ihr könnt nicht denen und denen und denen dienen und mir auch noch ein bisschen. Schau, ich möchte euch ganz für mich allein. Ein eifersüchtiger Gott, auch ein Gott, der uns natürlich mit der ganzen Fülle beschenken möchte, der sagt, ich kann euch nicht die ganze Fülle geben, wenn ihr die Fülle überall sonst noch sucht. Also, und mit diesem Lied versuche ich auch ein bisschen auszudrücken, das, was ich mir selber für mein Herz wünsche, ist wirklich ein beschnittiges Herz zu haben. Und das heisst, er muss auch Reben abschneiden, die schon Frucht bringen. Also, er muss auch beschneiden, dass sie noch mehr Frucht bringt. Und das heisst, ich wünsche mir eine enorme Transparenz haben in meinem Leben, dass ich nichts verstecken vor gar niemandem, dass alles, meine Altlasten, alles am Licht ist. Und alles, was am Licht ist, kann Wahrheit drauf kommen und Freiheit. Und ich wünsche mir, dass wir das auch zulassen. Ich glaube auch noch mehr im Lieb, vielleicht auch in unserer Gesellschaft, in unserem Kontext, dass wir wirklich alles, was wir haben, merken, dass sie noch Logik in unserem Leben oder sie auch noch Altlasten oder noch schmutzbehaftete Sachen, dass wir es ans Licht bringen, weil Jesus möchte dort Licht bringen und auch Freiheit, dass der Find die Sachen nicht nehmen kann und wieder zu seinen Zwecken kann verwenden kann. Und darum ist mir das Lied auch noch sehr ein Anliegen, weil eben die Liebe auch ein verzerrendes Feuer ist ja auch biblisch, also es steht auch wieder drin. Ja. Er tut seine Kinder auch erziehen, dass sie wirklich heilig und tadellos von ihm stehen, wie auch immer das aussieht. Das heisst nicht, dass wir nie mehr Fehler werden machen. Das meine ich mit dem, wollte ich das nicht ausdrücken. Das kann ich leider nicht. Ich kann nicht nie Fehler machen, aber ich kann das, was mir bewusst ist, auch sagen, bring das drauf, dass ich einfach mit der sauberen Hand vor dir stehen kann. Ja. Jetzt haben wir ja, wenn wir so über die Themen gegangen sind, von Liebe und vom Lamm und all das, weißt, was wir jetzt gestreift haben miteinander, da haben wir, denke ich mal, ein Publikum vor Augen, das sich überhaupt mal in die Anbetungshaltung begeben will, Jesus nachfolgen oder dem Ruf irgendwann vom Lamm, das hier am Weg steht, sozusagen nachher ist. Jetzt möchte ich noch ein bisschen eine andere Ebene geschwind ansprechen. Weißt du, du sagst, transparent leben. Wie leben die Viechter das ganz praktisch, in der natürlichen, einfachen Welt sozusagen? Also das eine ist ja wirklich die fromme Szene, oder? Und wie lebt ihr im Moment als Family? Einfach, dass wir auch noch ein bisschen den Bezug haben zum festen Boden, fast manchmal schon. Genau, also ganz praktisch sagen wir zum Beispiel immer, dass uns Menschen alles dürfen fragen. Wir wollen ein offenes Haus haben, eigentlich für alle Leute, egal wer kommt. Und Menschen dürfen immer teilnehmen aus dem Familienleben. Sie dürfen uns sehen, wie sie daheim sind. Am liebsten habe ich es sogar, wenn sie mich sehen, wenn ich daheim bin und nicht nur auf der Bühne. Weil das ist das Nahbare, das ist das Echte. Und dass sie mit uns aufs Feld kommen, jetten und sehen, wie wir also auch dort... machen sie so? Ja, die mit uns natürlich zusammen wohnen für einen Moment oder so, kommen schon mit aufs Feld. Ja, cool, genau. Ja. Oder dass Johnny und ich vom Feld jetten und einfach Gott loben, über die Themen diskutieren, was uns Gott offenbart und einfach zusammen die gleichen sein, wie wenn wir im Dienst sind, auf der Bühne. Wir sind gerade am Umbauen, mein Mann ist am Bauen, wir haben jetzt viele Bücher in der Hütte. Hey, und er fragt einfach das Klima. Ja, er segnet die Mann, er dankt denen.
Er tut sie sehr oft sehr wertschätzen, wie sie bügeln. Und wir merken, das ist krass, die hören auf Fluchen bei uns auf dem Bau. Es ist wirklich mega gute Bützer, machen gute Bützer. Ich koche viel für alle. Ich arbeite noch in einer Gärtnerei einen Tag. Dort liebe ich so einfach zu sein. Und ja, ich will einfach die gleiche Maria sein, wie wenn ich daheim bin. Aber ich kann es manchmal gar nicht so sagen. Weißt, ich muss auch sagen, wir wollen gar nichts mehr vergeistlichen. Wir wollen einfach sein. Wir wollen Christus leben. Und wir wollen nicht am Sonntag geistiger sein und wenn wir im Gebet zu unserem Einsatz sind, geistiger sein, weil es für uns es geht nicht um das. Wir wollen gefüllt sein von unserem Christus, der uns hat verwandelt in sein Abbild. Und das wollen wir, dass das eigentlich sichtbar wird. Auch im Zusammenleben zum Beispiel mit unseren Eltern. Dass das sichtbar ist, dass dort Heilung und Rehabilitation passiert. Dass unser Hof, dass wir eine Grosszügigkeit leben, die sichtbar ist. Aber nicht, weil wir es machen, sondern weil es uns Jesus hat. Ja, weil er uns ja versorgt, dürfen wir auch wieder einfach... Ich kann es gar nicht so beschreiben. Das ist eine schwierige Frage. Aber zum Glück habe ich die Frage gestellt. Also für mich gibt es kein grösseres Kompliment, als wenn meine Kinder mir sagen, Mama, du bist für uns so ein Vorbild, wie du mit Jesus lebst. Und sie kennen mich ja in- und auswendig. Weißt du, es gibt für mich nichts Grösseres, weil sie kennen all meine Schwachheiten, sie kennen mein Ausrufen, mein Toben, sie kennen aber die letzten 14 Jahre, sehen die Wandlung, die ist gegangen. Und sie brauchen ja nicht eine perfekte Mutter. Sie brauchen eine Mama, die echt ist und die sagt, hey, schau, das bin ich und ja, ich will vorwärts gehen, darum stehe ich wieder auf, weil ich Königstochter bin. Und das ist für mich das Grösste. Und ich glaube, die Bühne ist halt vielleicht ohne das zum schnell reinschieben. Weisst, ich glaube, das ist halt auch wieder das Weltliches. Viele wollen auf die Bühne, weil es so mega fängt und weil halt die Leute auf der Bühne in ihren Augen etwas wichtig sind und etwas erreicht haben. Das sind keine Wahrheiten. Das sind keine Wahrheiten. Ja. Ich glaube, wenn Gott uns ruft für auf die Bühne oder für auf die grosse Dienste hinein, dann muss er ganz fest schauen. Oder dann müssen wir noch umso mehr bereit sein, dass er ganz fest unser Herz beschneiden darf. Und das ist eigentlich immer wieder auch meine grösste Herausforderung, würde ich sagen, aber gell, nur das, was ich mal habe. Nur das, was ich mal habe, traue. Du traust mir nur das zu, und dass ich näher am Herz bleiben darf. Ich sehe ja das Ziehen, ich sehe ja das, was die Menschen auch manchmal mit einem machen wollen, zu hypen oder zu anhimmeln oder aber auch zu verleumden. Es ist brutal. Aber gell, bewahre mich. Ja, ich laufe, ich gehe vorwärts. Ja, ich nehme den Auftrag, aber bewahre mich an deinem Herz. Ich sehe miteinander. Und darum liebe ich es, ehrlich gesagt. Ich freue mich immer, nach Diensten heimzukommen, in den Emmental, auf meinen Hof, und dann einen Gummistiefel anzulegen und dann gehe ich in den Wald und laufe meinen Walk und bin einfach wieder runter. Nur du und ich. Wenn ich herauslesen könnte, würde ich nur das nehmen. Ich glaube, das war ein sehr guter Abschluss. Ja. Einfach jetzt von unserem Gespräch, dass wir gemerkt haben, wir haben miteinander, es muss geerdet sein und gleichzeitig dürfen wir einfach auftanken in diesen ganz schönen Bildern und in dieser Gegenwart einfach von Jesus, von diesem Lamm. Und dort drinnen, ja, denke ich, hast du eine ganz spezielle Berufung und umso schöner, dass hoffentlich ab und zu das noch vorkommen wird, dass wir wieder einen Talk haben können, wieder ins Herz teilen miteinander. Maria, merci vielmals. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, für euch war es auch so gewesen, dass ihr etwas mitnehmen könnt, was euch im Herzen angesprochen hat. Und ich kann euch herzlich empfehlen, dort unbedingt mal reinhören auf Spotify oder wo es die Songs überall gibt, wo Maria jetzt unter dem Label von Eden Music, kann man noch sagen, gell? Es ist gemeinsam, aber ein Solo-Projekt von ihr, wo jetzt die wahre Liebe eben gehört werden, 6 Songs über alles rund um Liebe und Lamm, wie ihr es jetzt in diesem Talk ja mitbekommen habt. Danke vielmals, dass ihr reingeschaut und reingelassen habt, auch heute wieder, und seid gesegnet, bis gleich wieder. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.